Das ist ein ganz wichtiges Projekt, das hier an ich will aufhängen, wie ich letztes Jahr schon kurz zugedeutet habe, wie zu sagen, dass der DDR die Möglichkeiten ähnlich gesehen hat, wie der Schulbetrieb an der Krise führen zu feiern. Wir haben als klar dafür ausgeschwert, wie die Leute schwarze losen, ob den Homeschooling sollte nach der Anleitung von einer qualifizierten Lehrpersonal gefeiert gehen oder ob sie die Möglichkeit tun, wie zurück an eine Schule zu kommen. Und dann wäre ja auch viel Leid oder viel Männer Kanner an der Schule gewesen, und es wäre viel mehr einfach gewesen, wie Personal am Platz zu finden, für das dann so zu organisieren. Et ist ein bisschen auf viele Plätzen eine chaotische Situation gewesen, dann kann noch wirklich nimmen die Gemengen an noch dem Lehrpersonal selbstverständlich an all den Leute, die sich so angestrengt tun an den letzten Moment vielmals Merci so für das, was sie gelesen haben. Das Gesetz ist in vieler Hinsicht nicht normativ genug oder die Dispositionen, die geholt wurden, weil eine Unsicherheit war. Wie weit können Kanner aus der Nähe sehen oder mussten sie aus der Nähe sehen? Wie groß ist wirklich das sanitäre Risiko? Wie Kanner Textbären und sich gestritten Radio, weil eigentlich an internationale Etüden kommen zu unterschiedlichen Resultaten. Kein weiß, ob es Genaues hat. Nach immer nicht, und dass du für ein bisschen eine Navigation erwü, aber wenn wir auf den Weg gegangen wären, die wir auch proposiert haben, dann wäre auch das natürliche sanitäre Risiko mit klein gewesen. Lo wissen wir nicht, wie es hier geht. Der Minister hat gedeutet, dass wir vielleicht die Klassenabteilung an A und B-Gruppen können fallen lassen. Wir wissen nicht, wie die Rentrée am September organisiert wird. Auch darüber muss man schwätzen, wie das wir uns da wenigstens können, wir Zeit darauf vorbereiten, dann Schulkonditionen so gut wie möglich vorbereiten und organisieren. Aber auch an diesem Gesetz sind also ein bisschen ein Spiegelbild für viele chaotische Zustände, die man in den letzten Wochen kannte. Und ich will just 3 Beispiele herausheben. Den Punkt 1.6 zum Beispiel. Da steht, les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l'école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d'éducation et d'accueil. Das klingt ja gut. Wir haben so viele Leute rekrutiert in letzter Zeit, Leute, die zum Teil keine Qualifikationen hatten im pädagogischen Bereich, mit einer Premiere. Die können da unterstützen, wir wissen nicht genau, wer unterstützen, wir wissen nicht genau, wie weit sie können am Schulbetrieb mit angreifen. Alles das ist nicht klar. Wir kriegen Diskussionen nach einem anderen Projekt, dem wir logisch werden, 75, dass wir Leute in verschiedenen Statuten erfahren, die enger bei privaten Patronen in der Struktur der Education, der Köbe, die anderen nicht bei privaten, die einen haben eine Steuerbefreiung, die anderen nicht. Alles das spielt dummer dran, aber wir wissen schlussendlich nicht, wen oder wie nie in welchem Statut wo interveniert. Alles das ist unsicher, das ist unklar, das ist nicht transparent. Der Baumwink nehmen, der wird uns das genau erklären, wenn wir den 75 diskutieren. Da kriegen wir die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Dann ein anderes Beispiel. Denn das ist eine Exemption am Gesetz, vom Schulgesetz vom 6. Februar 2009, an dem Sinn, dass den Artikel 38, ich zitiere noch hier, dass normalerweise auch an den Gemengen über den Contingent diskutiert, das heißt, les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique und so weiter. Das heißt, du wird eigentlich geschwärzt über 12 Lehrpersonen, die nötig sind, eben noch just wie oder sozial oder sozioedukativ Schwächte können auszugleichen. Das ist nur außer Kraft. Es gibt auf den allermeisten Plätzen kein Appui mehr. Es gibt kein Cours d'accueil für Primo-Arrivants. Alles das, als wann nach du als nächstes nach embryonär, aber im Großen und Ganzen fehlen die Sachen. Das heißt, als die Rentrée, die als verkauft wird, als eine Mesure von der sozialer Gerechtigkeit, wie keiner auf der Strecke zu lassen, ein Recht auf Bildung, als aber an der Realität eine Reduzierung von Möglichkeiten für viele Kanner für Unterstützung an den Schulen zu finden. Das ist also ein Effekt konträr. Dann muss ich noch gucken, du hast noch ein Drittsache, die an dem Kontext abwerfen. Beim Homeschooling, da hat der Minister erklärt gehabt, dass viele Kanner nicht zu erreichen wären. Und es wäre eine von den wichtigen Argumentationen für die nächste Rentrée heillos zu machen, dass eben verschiedene Kanner nicht zu erreichen werden am Anfang mehr wie zum Schluss mit dem Faktum bleibt. Da wollte ich just einfach daran erinnern, dass das Schulgesetz da ein klarer Spruch schwätzt, nämlich nur Artikel 14, dass die Eltern die Obligation haben, für die mannerjährige Kanner, dass die an der Verantwortung stehen, dass Kanner an die Schule gehen. Aber Kanner nicht erreichbar sind, da freue ich mich, aber das soll der Minister uns mal erklären,
ass dann dort Verantwortung vun den Ältere vum Staat eich geholt, wie wat ass da gemerk gin, Well d'ältere Stio an der Verantwortung, dat kann an Schoul gin. Wir sind an der Zwischenzeit gewöhnt gehen, Grund für verschiedene Umstände, dass viele Leute am Ausland wären. Wie ist das möglich? Wo ist die Education das dann nicht? Hat er dann nicht probiert, hat er nicht rausgefunden, dass ältere Amerikaner an Ausland wären und dadurch zum Teil nicht konnten erreicht gehen? Wenn ich also den Projekt hier will resümieren, dann muss ich sagen, dass ein Spiegelbild von einer ziemlich chaotischen Organisation, von einer nächsten Rentrée, soll als eine Warnung sehen. Es soll als klar sein, dass das lockend an den nächsten Monaten, dann hauptsächlich Rentrée am September, muss langfristig, prävisibel, kohärent, logisch organisiert gehen, wie das als Skolarität für die Kinder so gut wie möglich können vorbereiten. Das war nicht der Fall. Es war zum Teil, wie ich gesagt habe, ein Effekt konträr erreicht gehen, dass Männer Unterstützung für verschiedene Kinder, besonders bei denen, die vielleicht am meisten gebraucht hätten, kommt am möglich gehen. Wir wetten uns als ADR bei diesem Projekt aus genau den Gründen teilen, weil wir ein anderes Modell wollten, weil wir Freiwilligkeit wollten, eine reelle Schwach für die Eltern am Interesse von den Kindern und am Interesse von der Qualität auch von ihrer Schule, von ihrem schulischen Weg. Ja, die Schwer, die brauchen Unterstützung. Die daheim nicht können den Homeschooling machen, brauchen Unterstützung. Und die hätten wir ja auch können abfangen an den Schulen, an anderen, an besseren Konditionen, wie das lo kommt gemerkt.